Kennst du die Tage? Ist einfach alles wie immer, nichts Spektakuläres, kommst am Abend heim, denkst, ja okay, das ist jetzt halt wieder ein Tag wie jeder andere, gehst ins Bett, stehst wieder auf und so geht dein Alltag weiter. Ich habe mir gemerkt, dass sich einmal so eine undankbare Haltung einschleicht. Oder vielleicht nicht unbedingt undankbar, aber auch nicht wirklich dankbar. Manchmal schaue ich auf eine Woche zurück und denke, ja, wieder eine Woche vorbei, gehen wir zu der nächsten. Ich kann euch einfach heute einen kleinen Lifehack vorstellen, der mir mega viel geholfen hat. Und zwar einfach am Abend aufzuschreiben, für was man dankbar ist. Was ist an diesem Tag gut gelaufen? Was hat man sich gefreut? Zum Beispiel bei mir, in meinem Beruf, ich bin Optikerin, der und der Kunde war voll zufrieden oder der und der Kunde war mega nett, ist mega gut drauf. Die Person hat mich angelächelt, mit dieser Person hatte ich ein gutes Gespräch gehabt. Oder einfach andere Basic-Sachen. Wofür bist du gerade dankbar? Ein Bett zum Schlafen, eine warme Mahlzeit. Und indem man das aufschreibt, wird man einfach mega dankbar. Mir irgendwie hat das mega geholfen. Manchmal habe ich richtig Mühe, noch etwas Positives schon vor diesem Tag aufzuschreiben. Und die Routine jetzt, immer am Abend einmal kurz durch den Tag durchzugehen, hat mir wirklich geholfen, die schönen Sachen zu sehen und dankbar werden für meinen Alltag und die Einstellung haben, dass jeder Tag cool kann sein, dass jeder Tag einen Wert hat. So, das war schon gesehen im Video. Ich wünsche dir eine mega schöne Woche. Sei ganz fest gesegnet und bis bald. Das erste geht schief. Du hast die falschen Socken. Was? Das passiert, wenn man versucht, ein spontanes Video zu drehen. Holy Spirit, I need you. Egal. Nein, wenn ihr wüsstet, wie es hier auf dem Tisch aussieht. Dort, wo man filmt, sieht es super ordentlich aus, aber eigentlich hinter der Kamera totales Mess. Kennst du die Tage, wenn du am Morgen hat mich gefreut, mit dir mich auszutauschen? Wobei eigentlich ist es eher eine einseitige Kommunikation war.